Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Ja, heute sind wir nächst mit einer neuen Folge von dem Minette Mashup Podcast. Ein Podcast, wo wir alle Monat auf einen spannenden Platz am Minette hingehen und einen spannenden, coolen Gast mitholen. Hallo, jetzt Verena. Hallo, Hanna. Moin, Hanna. Hallo. Und wir haben auch einen ganz coolen Gast dabei, eine ganz flotte Sportlerin, nämlich Lynn Jung. Hallo. Moin. Hallo, Lynn. Hallo. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, das ist mir schon quasi vorgestellt, weil du der Zeuge her, das ist Lynn und ist die freischaffende Sportlerin. Also, ja, wir sind mega froh, dass du dabei warst und für uns Zeit geholt hast. Merci. Freut mich auch. Ja, also vielleicht fangen wir direkt da an. Du bist Freerunnerin oder du musst Parkour hauptsächlich. Ja, genau, also mein Hauptsport ist Parkour. Ich mache auch ein paar andere Sachen, also ich bin am Fitnessbereich tätig, auch ich mache Yoga, also so ziemlich alles, was mit Sport zu tun hat, weil du nicht unbedingt Ballsportarten sind. Komme von einem Turner am Tanz-Background mehr, also mit Parkour meine ich größtenteils, also das ist das, wo mein Lebensinhalt Anfang hier kennt. Okay, ja, also ziemlich divers NRW. Und wir wollen Parkour und Freerunning dein Hauptberuf aus. Willst du kurz so und was das überhaupt aus für die Leute, die das noch nicht kennen? Ja, natürlich. Also Parkour ist, geht oft ausgeleitet von einem als vom Mauern sprangen oder Obstacles überkommen. Das ist eine Sportart, die an den, ich meine, den 1890ern in Frankreich sich entwickelt hat, an den also Banlieues. Größtenteils durch Medien, also durch YouTube und durch Filme bekannt ist. Parkour ist am Anfang eine Sportart, die lehrt ganz präzise mit seinem Körper umzugehen und am Anfang Daten am Körper zu machen, was viel weiter am Anfang geduld ist. Also sie wirklich den Körper so nutzen, dass die was Klammer, Sprangen, Laufen und auch mental natürlich gestärkt aufbauen. Also das mental auch physisch ganz fordernd an. Ja, voilà, wenn ich auf YouTube angeht, Parkour, da finden Millionen von Videos und das ist wirklich mega populär online, besonders bei Kanada. Und das natürlich dann auch gebraucht für, also das erklärt wie ich Leben damit machen kann, weil das eben, voilà, es ist nicht so einfach, wenn ihr seht, okay, ich mache Parkour und so, ja, wie viel denkst du so damit, dass es gebraucht gibt, Werbungen, Filme, für Shows, also ich habe mit Rotonde zusammen geschafft zum Beispiel, du hast dann so Parkour-Aspekt mit Tanzen mit dabei und voilà, so bist du von allem. Voilà, ich hoffe, schnell erklärt. Ja, nee, also ich finde es auch einfach als Hobby gekannt oder auch von Video, wie es du siehst. Also yeah. Das ist mega populär, so als cool, also Tricks und so auf YouTube und so und das ist mega beeindruckend, wirklich. Da das interessant, als du siehst, also das nicht so verrückt zu gehen, also das wirklich kontrolliert, also die mit seinem Umfeld zu gehen. Ja, also oft wird es so gesehen als ganz gefährlicher Sport, wo die Leute so, ja, aber du kannst ja wirklich das Genick brechen und natürlich gehen, wenn ich das auf höherem Niveau möchte, gehen nicht Accidente, wo wirklich nicht so schön ausgehen, aber das an allen Sporten auf höherem Niveau ist das der Fall. Und ich gebe zum Beispiel so Lützeburg, also hier wirklich für den Cyklismus ganz bekannt, also Straßenvelo, also an meinem Verständnis viel mehr gefährlich, wie an der geschieht viel mehr schlimme Accidente, auch am Just Loisir, wie am Parkour zum Beispiel. Das Parkour ist wirklich durchgestaltet, als du gehst irgendwo höher runter und du springst rauf oder test Mauern und da so in aller 50-50, ob es gut ausgeht. Aber du stehst natürlich Stunden, also Praxis da wo ihr lehrt, wo ihr wirklich kann abschätzen, wie viel Force muss ich an den Sprung bringen, für wirklich auf der Mauer zu landen und nicht die andere Seite raufzufallen. Und dann ist wirklich also natürlich Risiko, also man ein bisschen dabei für Verletzungen, mehr die meisten Verletzungen wie gebrochene Fuß oder Knicksen, so Sachen, also nicht größeres Umfang. Okay. Kannst du vielleicht beschreiben, wie du das planst? Also muss ich das Parkour ein bisschen vorstellen wie Skateboard, also dass du nicht oft durchgestaltet beim Parkour, dass ihr seht, okay, die Leute laufen so effizient wie möglich von A und B und die Leute stellen sich für du leben einfach nur wie verrückt durch die Stadt, ohne irgendwas zu planen, aber das wirklich also, dass für viele war Social Media, wo das
voilà, die Leute Minobrot geht an wenn Leute zum Beispiel den Clip gesehen vor 15 Sekunden wo ausgesagt wie wann ich den du ganz spontan mal lieber pro Mauer gesprungen wäre als du meistens der Clip den gesagt zum Schluss die 15 Sekunden sind da meistens eine halbe Stunde Präparation für Drew wo ich wirklich genau weiß du muss ich mal mit Rätselfuß hin du musst mal Lenkefuß hin und also das geht dir noch Step by Step und das wirklich so dass das also dann an den eine Line die ihn hört an die geht dann gebracht an Dela also wie bei all anderen Teilen durchgehen machen der Tisch du musst wirklich ganz stark Mind and Body am Parcours ja und muss dieser Körper gut kennen und noch intelligent trainieren weil eben sonst kann es Verletzungen kommen noch. Und wenn du auf die Plätze gehst, ist das an eine Gruppe echt durch einen Verein oder ist das Kompetitionen oder? Den Ursprung von Parcours ist vom ganz also keine Kompetitionen, auch keine Vereinsstrukturen, das wirklich wie bei all Subkultur, also es gibt wirklich viele verschiedene Arten Parcours zu machen. Für die jungen kann man eigentlich als größtenteils, weil die Lehrer dann über YouTube kennen oder Filme oder in der Schule, die wollen natürlich anfangen, für die Eltern auch ganz verständlich, die sollen nicht zu ihren jungen Kinder, aber da gibt es Straßen und Sprangwohl von den Mauern. Du gibt viele Vereine, also zuletzt gibt es noch mittlerweile Vereine, es gibt auch eine Schule, viele Angebote, wo ich kann hingehen und das ist eine ganz normale Struktur von, du hast Training so von 6 bis 7 und du lernst den Step by Step, wie ihn eben, voilà, sich so rund hast, du Parcours. Den Herz vom Parcours ist aber ganz anders, also ein ganz liberal Arterweis, dass wirklich die von rausgehen, also ein Umfeld kennenlernen, nicht unbedingt in eine Vereinsstruktur gehen. Es war auch, also das ist in Frankreich entstanden, dadurch, dass es an den Banlieues von Jungen gemacht ging, dass die nicht wirklich viele Möglichkeiten hatten, die sich so mal Zeit vertrieben haben und auch natürlich Sport als eine Art geholt für sich selber zu, also das ist ganz empowering, wenn ich so einen Sport möchte, sein Körper kennenlernt, mich stark geht, die Kontrolle über sich selber hat. Did you know? Ich meine, Lori hat vielleicht einen Fun Fact für uns. Weißt du, das losgehen, Lori? Ja, schon den Bio gelesen und schon Rest von, dass du die erste Frau bist an der Welt bekannter Freerun-Equipe Storm Freerun. Du bist geholt gehen an der Equipe. Und das hat mich ein bisschen interessiert. Und auch am Plus, dass der 2018 der erste Kleiderlin entworfen ist für Freerunner Frauen. Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr davon erzählen? Wo ich an England geplant sind, du warst Storm ein von den größten Teams. Also sie war wirklich fortgeschritten, weil du so Videocontent gegangen hast und auch einfach nehmen ihren Bekanntheitsgrad quasi an der Welt. Und die Zeit war es ganz seelen, dass eine Frau Teil von seinem Team war, einfach weil nicht viele Frauen gesehen, die den Sport gemacht haben. Also Tempest Freerunning zu LA zum Beispiel, die hatten Lucy Romberg am Team, Lohn Sydney Olsen. Also Lucy war die Zeit die einzige Frau, die wirklich bekannt war im Sport. Das war eine von meinen Inspirationsquellen, von den Gründen, für was ich damit überhaupt angefangen habe. Und du sind 2016 gefreut, bei Storm mit dabei zu sein. Und natürlich war das im Moment für mich ein riesen Eier. Und war auch jahrelang aktiv und 2018 ein Kleiderlin gemacht, weil das also Teil von seinem Team ist oft, dass voilà, du versuchst so mit dem Sport zu machen, du hast dann Merchandise meistens, wie auch am Skateboarden oder sonst einer Subkultur. Und wir hatten immer Kleider, die am Anfang gender neutral sollte sie waren nicht. Also es war wirklich immer Männer geschneidert, weil auch, muss ich schon so in der Marché sind jung Männer, also nicht unbedingt die größte Marché für Frauen da. Und 2018 hatte ich, also 2017 am Anfang hatte ich eine schlimme Verletzung, wo ich nicht trainieren und ich wollte einfach noch weiterhin irgendwie beitragen zur Kultur und irgendwie für allem gucken, dass mehr junge Mädchen, junge Frauen irgendwie vielleicht den Interessen haben, überhaupt Parcours zu machen. Und dann hatte ich mal zum Projekt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir eine Kleiderlin, nicht quasi ein Kleiderlin, die, also es war nicht riesig, es war wirklich ein kleines Projekt, just für zu weisen, okay, dass appreciiert, dass Frauen an der Sportart sind, dass auch von Storm aus, also wir waren bei Storm, ich meine, zu 6 oder 7 Leute, dann war mir wichtig, dass wir als ein Team, was so eine große Reichweite hat, einen Punkt machen, also
mehr interessieren als für die Frauen am Sport. Also wir sehen die Frauen, die trainieren, wir appréciieren das, aber wir wollen auch, dass sie sich quasi an der Subkultur halt wohlfühlen. Kannst du auch identifizieren oder die größten Barrieren für Frauen wohnen oder sehen? Das ist natürlich immer ganz persönlich, wie das ganz umgeht, dann noch vom Entourage, wie ihn unterstützt wird. Ich meine schon lange durch das Parcours ein Sport, das den du baust, auf der Straße gemacht hast. Was sich gerne hat, du kannst in den Verein gehen und ich meine, das bringt doch viel mehr medische Frauen dazu, dass sie den Sport will ausprobieren. War so, dass das wirklich auf der Straße war, du baust und das ist leider so, wenn ich gucke, dass den Frauenbereich ist nicht unbedingt öffentlich auf der Straße. Also das ist schon, wenn ich auch am Skateboard und so, drehen die sich vielleicht nachher zweimal wenn ein Mädchen am Skateboard baust, gesagt, denken die sich wahrscheinlich, oh wie cool, dass das möchte, mir das am Anfang schuld, dass sie sich das denkt. Weil wenn ich da eine Gruppe von Jungen gesehen voilà, gebe ihnen das gar nicht, gar nicht abfallen, mehr das am Anfang, es fühlen sich viel mehr exposiert als Frau das zu machen, eben weil ihn auch immer konfrontiert ist mit den Frauen, wie sie als Frau das zu machen, wie viel sich als Frauen. Du denkst sich oft, also ich zumindest denke mal, ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, wie eine andere Frau sich viele ging oder wie ein Mann sich fühlt. Oder wie man sich fühlt. Voilà, ich weiß nicht, wie ich mich fühle und ich fühle mich dabei ganz gut. Mir die Frauen sind dann, du gehst schon dann irgendwie immer darauf aufmerksam gemacht. Und ich meine, das ist ein größtes Barriere. Da sind immer so aus dem Ding geholt von, für dich ist etwas Spezielles. Dann natürlich, wenn ich jung ist und da sind von den ähnlichen Mädchen, die sind auch an der Turnvereinstruktur gehen, just mit Jungen, muss ich natürlich auch sagen, dass für Mädchen, also ich gebe so bis ein Alter von bis Pubertät, dass es gar keinen Unterschied wie ein Sportler den möchte und wie schnell ich progressiert. Mir natürlich durch Pubertät und einfach ein ganz anderer Körper, also zum Beispiel ganz banal Frauenkörper, also den Schwerpunkt aus Leute mir innen, das ist mehr in den Hüften, bei Männern mit Ohren, wenn ich zum Beispiel ein Klima möchte bei einer Mauer, das von den mit den Händen um der Kant von einer Mauer hängt, dann sich muss zeigen, als das für eine Frau einfach viel mehr schwer, körperlich wie für einen Mann. Das ist nicht, dass ich das machen kann, mit dem, dass ich viel mehr hart dafür schaffen muss, dass ich das hinkriege. Natürlich ist den Reward, wenn ich das dann hinkriege, umso mehr groß denken ich. Aber das natürlich, also wenn ich zum Beispiel als Frau mit Männern trainiert, ich gehe zum Beispiel zu Beute, wo ich dann noch wohne, wenn ich dort trainiere gehe, alles sind die einzige Frau, die trainiert, gucke ich nicht unbedingt dieselben Challenges. Oder ich muss modifizieren, mit das oft, da sind sich dann ausgeschlossen fühlt, nicht weil ihn ausgeschlossen geht, mir einfach nicht mehr, weil ich nicht mit den selbst Challenges kann mitteilen oder sie muss ändern. Und das ist natürlich, denke ich, der größte Faktor von, dass ich vielleicht davon. Und das ist natürlich auch an der Gesellschaft. Also, ich weiß nicht, wie oft ich schon müssen. Also, ich habe einen Kommentar gemacht, den ist hängen geblieben. Da werde ich 21, 22 gewesen sein, wo ich angefangen habe, mehr auf Events zu gehen, international, auch noch angefangen habe, so kleine Jobs zu machen, längst jetzt mal Parcours, wo ich bei einem Event war, wo wirklich für mich ganz toll war von Österreich. Ich habe den ganzen Tag trainiert, und habe mit Leuten geschwärzt. Und ich meine, ich hatte Blut drin in den Händen, weil die auch kriegt von den Turnen geht. Also Turnen ist ja am Anfang ein ganz weiblich konnotierter Sportart, also mittlerweile zumindest. Und du hat die war in dem Moment wahrscheinlich umgangs 30, hat mich dann gefragt, wie ich das dann, ob das dann okay wäre, wenn mein Freund dazu so ging, dass ich Blut drin in den Händen hat. Weil das wäre aber quasi nicht flott für ihn. Und das ist mir wirklich hängen geblieben. Das sind so Sachen, wo ich mit denen sich da als Frau an einer Sportart aus, die noch nicht unbedingt weiblich konnotiert, dass wirklich muss, kannst du damit kämpfen. Und auch, wenn ich jung bin, so mittlerweile mache ich so Sachen mal gar nicht mehr aus, wo ich dann noch mehr schlagfertig gesehen, mehr, wo ich jung war, hat man das, also, voilà, wie gesagt, die Ausschuss mal hängen geblieben und so Ausschuss sind da viel kommen. Also ich meine, in dem Moment habe ich gar nicht gesagt. Also ich meine, ich war so perplex, ich war schon so... ja, und auch einfach scheu. Also ich war nämlich ganz, ganz scheu. Und durch Parcours empfangen, durch die Jobs, die ich gemacht habe, hatte ich keine andere Schwur, wie dass ich einfach mehr open für mich gehen, mehr selbstbewusst für mich gehen an der Hinsicht. Aber in dem Moment war ich einfach nicht mehr perplex und schon gar nicht gesagt. Ja, du weißt ja noch nicht, was du so. Da ist so Momente, wo ich echt später so denkt, ich hätte das so und ich muss fahren für Täuschungen und so, das so und also etwas Starkes so und du denkst, mir am Moment, das klingt so komisch, und, weil das
gar nicht angefragt. Also, voilà, also hat kein gefroht, dann oder auch so Sachen natürlich baut die Muskeln ab, wenn ihr Parkour möchte, wie bei all anderen Sportarten auch. Also das ist relativ muskulös, aber das darf nicht unbedingt am Parkour zu dienen, das ist, weil ich auch an der Fitness gehe, dann auch wirklich Gewicht hier, wenn dann hat mich auch nicht aufschreckt, aber am Parkour selber geht den Empfang nicht super muskulös. Also schon, aber nicht so super breit, wie in der Vorstellung Bodybuilding vielleicht. Aber die Remarque gekommen, aber also viel, also das war eine Zeit, wo ich dann von der Pullover ausgeliehen und das Leute wirklich noch fragt den Arm. Und das immer rum, aber wenn du vielleicht ein junges Mädchen bist, willst du vielleicht nicht darüber geschwärzt gehen, dass der große Bizeps ist zum Beispiel. So Sachen, also da das schon auch dann, wenn ich so einen Sport möchte, ich muss einen starken Charakter haben, wo ich wirklich, oder die Leidenschaft, wo ich sehe, okay, das ist mir egal, aber mittlerweile, und das ist auch wirklich gut, sind wir in einer Transition, wo das wirklich, das Bild sich auch ändert von der Frau, die wirklich keine Muskeln davon und ich hoffe, dass das auch weiterhin an den Trend geht. Aber ja, vielleicht, weil du hast noch erwähnt, dass du an vielen verschiedenen Plätzen in NRW bist mit deinem Beruf, mit Parkour und Freerunning, kommen wir vielleicht auf als Platz vom Mond. Und du hast am Anfang als Platz vom Mond selber ausgewählt, ohne jetzt zu verraten. Wie gibst du das Platz beschreiben oder was sind deine Impressionen? Okay, das Platz gebe ich beschreiben, das eine Überschneidung von alt an neu, gebe ich so von Geschichte an modern, von Erinnerungen an Sachen, die jetzt Zukunft werden kommen. Ja, wow, das ist eine Schöne Beschreibung. Und was gesagt denn so? Also wenn ich hier rundherum laufe, da fühle ich mich ganz, ganz klein. Ja, guck den viel Rob mengenisch, wenn ich noch nicht oft hier war. Ja, ich wollte auch genau das so, dass auch für die Lin so, dass so ein guter Mix aus Geschichte und neu und all zusammen, ja. In Heiert das wahrscheinlich auch, dass wir in einem Café sitzen. Und das ist ein Kaffee ist auch speziell, weil das ist ein neuer Kaffee mit ein altes Gebäude umgebaut. Und das weiß doch Platz, wenn wir sehen. Ja, weil auch wenn ihr hier guckt, da seid ihr noch schon einen speziellen Bau oder so, ja. Also eine spezielle Sache. Lore, wo sind wir dann? Where are we? Ja, so. Wir sind Bellwall. Ja. Wir sitzen hier an einem Café in einem Heijöwen. Ja, genau. Ja, gucke drauf auf den Heijöwen. Andere. Andere reden, ja, leider. wir müssen so, also Muss ich noch so. wir sitzen an den Kaffee, weil wir da wirklich nicht so schön aus wie wir. Ja. Wir hätten gerne die Bausen abgeholt, aber leider im Dezember. Ja. Das ist schwierig. Wir haben einen guten Platz von, also Ja. den Kaffee habe ich mega gerne, das ist wirklich schön. Melin, erzähl mal, für was hast du diesen Sit ausgewählt? Also es gibt viele Plätze zu Lützeburg, wo ich daran denke, aber für mich ist der Bellwall daheim. Viel Geschichte mit verbunden, also Familiengeschichte quasi, also mein Großpapa hat hier geschafft auf den Heijewen, meine Moni auch. Ich meine, das ist der Fall für wahrscheinlich eine Majorität von den Leuten, die haben ihn nicht groß gesehen, du hast irgendwie einer der Familie, die auf der Arbeit geschafft hat. Und da natürlich dann als so Sachen wie, wenn ich als Kind heimgefahren sitze in einem Auto, fährt in der Stadt vielleicht heim und hat die Notion nicht von, wo sind wir, wie lange dauert das nach, weil er die Notion einfach noch nicht hat. Wir sind bald in der Tage gesehen und wir sehen, okay, wir sind bald daheim, das ist nicht mehr weit. Das ist eine Kindheitserinnerung, dann die ganze Transition einfach nicht mehr von, wo ungefähr, also Tage so gemacht gesehen, wo angefangen hat, sich zu ändern. Das hat natürlich relativ lange gedauert, weil er nicht Druck von heute auf morgen und dann einfach die Sitze gesehen, wie sich das verändert hat. Am Anfang war das relativ muss ich natürlich auch so ein Döde schei. Also das war ganz lang, das halt nicht klar war. Das ist wirklich los gestartet oder wirklich in den letzten paar Jahren sich wirklich viel getan hat. Also schon, ich meine, ich gebe so dabei, dass also der Bellwall als quasi den Punkt gewesen in meiner sportlichen Karriere auch, wo ich kann sagen, okay, das Jahr, wo ich im Bellwall gedreht habe, also ich hatte mit RTL zusammen ein Projekt,
das war eine Dokumentation, die meinte Gap gehecht huet, und da hat man d'Intro ganz um Ballwall gedreht und sind auf die von rupgegangen, und das war natürlich eine wirklich coole Erfahrung. Mir das war auch so ziemlich das Jahr, wo für mich meine Karriere wirklich gestartet als professionell, wo ich da viel, also da noch die Sponsoren kommen, da noch sind ich ins Ausland gegangen und viel Jobs eben an dem Bereich gemacht, mit Weichen, wie so high war dann, voilà. Also ich habe nicht angefangen, schon mal nicht mal Parcours angefangen, mit war dem Moment so dann, das war mein Jahr von, war den Durchbruch an das Verband ist dann noch mal Ballwall. Hast du dann generell so alle Industriesitten gern oder aus der spezifisch der Ballwahl oder siehst du am Ausland auch so Sitten gesehen, die ich super fand? Also schon am Ausland auch so Sitten gesehen, die natürlich auch schön sehen. Mehr auf jetzt trainieren geben, so Sitten geben wir so, okay, das nicht, das ist meistens nicht ideal, weil meistens erstens der bin dran, weil die da ganz, also das so nicht, dass sie so, okay, das ist ein Site, wo Leute dürfen hingehen, das dann aufgetrennt irgendwie, wo da noch steht, das ist gefährlich, wenn sie irgendwelche Chemikalien, die noch da sind oder das baufällig, wäre für mich nicht so interessant fürs Trainieren, par contre der Ball, weil es so nah ist, wenn ich zuletzt sehe, dann schon bei meiner Familie, sind ich wirklich Minuten der Wasch vom Site und dann mittlerweile auch heil, also heil so nicht baufällig, das alles, das auch open, also heil kann ich hinkommen, kann ich trainieren, kann ich hinkommen für, ich meine, wenn ich hingehe, kommt man an einer Kamera, mit Fotografie, ich meine, sind wahrscheinlich dann aber relativ sehr vom Site Ball, weil du seht, nee, der will nicht, mehr, weil das accessibel, was natürlich ein riesiger Faktor ist. Und du hast gesagt, dein Money hat auf der Schmelzei geschafft. Ist das richtig? Oder ja, also mein Papa auch noch mal Money, ja. Okay, sind Sie dann zu heimgekommen und haben Geschichten erzählt? So, hast du viel mitgekriegt so von dem, was nee, viel mitgekriegt am Anfang direkt nicht. Also, ich weiß nicht mehr, wie ich die Tage so gemacht habe. Also, das ist eine gute Zeit hier, da war ich noch ganz klein. Ich kann mich erinnern, dass, und ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, weil das natürlich Geschichten sind, die ich von meinem Papa dann hören, und die gesagt hat, dass mein Papa im Kran geschafft hat, oben auf den Hege, aber natürlich ganz oben. Ja. Oder mein Mann ist immer nicht ganz sicher. Ich kann am Anfang nachfragen, also mein Papa lebt nicht mehr, mein Mann lebt. Ich kann da nachfragen. Mehr als Kant stellt sich das natürlich ganz extrem viel, dass er erstens so einen Kran mit noch nach einem Heischöfen, alles schon mal natürlich als Kran so viel gestellt, dass der Kran wirklich ganz oben auf der Spitze vom Heischöfen ich weiß auch nicht, was er gemacht hat, mir das stellt sich so viel, voilà, und das Bild So noch ein kleines Info für uns Nullaustra. Also wirklich, in Heischöfe kann ich gucken gehen, wie du schon so ist, da du weißt ja dann noch wahrscheinlich durch das Video. Effektiv kann ich in das gucken gehen, und du hast eine flotte Plattform, wo ich dann noch über ganz Sagen Bierles und so gesagt, also auch ganz sehenswert. Das ist wirklich flott. Ich war also nicht lang hier drauf, und du kriegst wirklich ein ganz gut View. Das ist wirklich cool. Ja, also der will keine Höhenangst tun, weil ich schon ein bisschen Angst vor Hechte, ja, und wie Jenny sagt, auch es gesagt am Anfang eure Kran auch nach du, also wenn ich mich nicht irren, also nach Pol wird's kann du. Das ist schon ein bisschen lang hier, dass du war. Ich meine, das war für ein paar Jahre. Hast du sonst von deinem Kandidat eine flotte Geschichte zu Ballwall? Ja, also ich bin nicht im Site selber, ich bin am Anfang zu Zoll groß gehen, also der Tisch, wenn ich von der Autobahn rauffahre, da kann ich immer an der Rammerischer Rampoir, und dann ist aber, also dann ist eben ein Teich, von dir gesagt, und dann und als Kind zu Zoll gewohnt, da mittlerweile wohnt meine Mama zu Bielis, da fährt in die selbstständige Weg von der Autobahn, ich gesagt noch im Teich eben, Erinnerungen als Kind Ballwall selber habe ich nicht, weil einfach das Site nicht accessibel war, ich meine, zu der Zeit. Das ist eben echt so eine visuelle Erinnerung, die ich vom Land fuhren. Schon aber Erinnerungen, wo das Site sich angefangen hat zu verändern. Ich habe mal gedanzt, hat zuletzt wo ich schon die Liste gegangen sind, beim Sareden zuerst. Und damals, ich meine, das am Rote Gebäude, ich weiß nicht, ob Bill oder Taxi, also ich meine, das sich gerne mehr. Die Bank, die damals als Job gemacht hat, war eng von den echten Plätzen um Site, die wirklich Tieren abgemacht haben. Und da hat man dann eine Tanzopfeierung an den, sie so gläserne Lift, das ist wahrscheinlich auch immer da, weil das ist ja noch nicht so alt. Aber wir haben den verschiedenen gläsernen quasi Stack, wo man dann da mit so ganz lange weiße Kleider so eine Tanzopfeierung gehabt. So Sachen, das sind Erinnerungen. Wie so klang warst du aber auch nicht, da werde ich 15 Jahre gehabt. Okay, so. Ja. Also, oh Gott, das ist schon lange her. Ja. Wow, das ist wirklich cool, weil ich meine nur auch einen Spruchkurs an den Gebäuden, also die Bank ist tatsächlich ein Bild
Ja, das ist ein mega groß rot Gebäude, das seid ihr noch direkt zu Belver. Ja, wie du siehst, das ist mega modern dran und mega viel Glas. Und dann auch cool nach, viel. ich weiß nicht, ob das für drin oder nicht, musst du nur gewesen sein, das war die Ausstellung All We Need. Also mein Gebäude steht noch, ich meine, da das baufällig. Das Gebläshall, ja. Ja, also Als beste Kollege. aus der baufällig, aus der, und das riecht schon, Ja, also sie sollte aufgegrabt gehen, ein Kehr war eine Diskussion, geht aber mal Okay, nicht gut. aufgegrabt. Und das auch so ein bisschen dem Luria Meng Aufgabe. Das sind nicht aufgegraben. Ja, natürlich Okay, gut. mehr als Ansätze für so alle Industriegebäude, also sich als ASBL wird doch in anderem eng von den Missionen, also sich für alle Industriegebäude anzusetzen und so ein Avien auszuschaffen, wie die Flottkenten neu genutzt gehen. Und da sind mehr halt doch mehr verschiedene Sachen noch, die am Laufen sind, wo mehr dann als Avien dazu gehen an Ideen oder an Input gehen, wie sie könnten neu genutzt gehen. weil das dann Tab die Idee, nicht mal hi, Moderator. Nicht verraten. Nee, aber nächstes Jahr geht er mehr gewohnt, aber ja, das ist auch ein Projekt, und dem wir auch Okay. ja, drauf schaffen, also von ein akutes Projekt. Dafür sitzen wir auch schön neben drin am Büro und können alltag schön bei unserem besten Kollegen gucken. Genau. Ja, also ich fand das Gebäude hohe doch ab. Also ich kann mich noch an die Ausstellung, ich weiß nicht, wie sie war, erinnere mich, das mal eben an Erinnerung blieben an. Ja, das war 2007 für die Kulturhauptstadt 2007. Ja, genau. Ja. Über Tierchen abgestellt waren, ne? Kann das Genau, sein? genau. Ja. Mal für die zukünftige Kulturhauptstadt H22 wat kein Inselstaat aus mir, nämlich viel Gemenge vom Süden an nach Deel von Frankreich. Die werden am Jahr 22 werden sie hier im Belval ganz großen Launch-Party organisieren. Also das meine ich gerade schon ziemlich impressionant, was die da für haben. Ich meine, also da sind ich wirklich, also ich persönlich immens gespannt, was zu machen. Ja, ich auch. Wirklich gespannt drauf. Ja, insgesamt wird ja viel auch hier im Belval stattfinden. Natürlich kommt nicht gucken, es wird viel hier passieren. Ja, und Lynn, du schaffst auch am Moment mit echt 22, oder? Du hast ein Projekt, Martinen, für den Kultur. Ja, für die Kultur, ja. Also ich war da gefragt, vor einer Zeit für du Ambassador zu sehen, also das heißt, dass sind quasi, boah, ich will nicht so ein Gesicht für mich, dass sind für die Stadt steht. Da sind voilà, mehrere Projekte gedreht, wo wir sind auf verschiedene Plätze gegangen, wo wir Parcours gefilmt und dann auch just einfach interviewen, für quasi über Social Media die Leute, die Region bis Minute zu bringen und noch zu weisen, voilà, was den heute gesehen, was den heute machen, ohne zu verraten, was das nächstes Jahr alles wird gehen. Also ich weiß es selber nicht, ich weiß, dass viel geplant ist, ich weiß auch nicht genau, was geplant ist, aber auf jeden Fall tut sich etwas, vor allem im Belval, wo ich eigentlich drauf kann, gespannt sind, was geschieht. Cool. Kannst du dann als etwas für, also Highlights für Roden, wo du in NRW warst, an die Gegend, was wirklich für Leute aufpassen sollen, so, ah ja, ich muss da hingehen, oder? Also wir waren, ich weiß nicht, ob ich das so kann. Okay, dann... Wir waren mal im Belval, ich meine, das ist schon klar, ging aus dem Gespräch. Okay. Und nach verschiedenen anderen Plätzen, also Plätze, wo ich natürlich auch, also mit verschiedenen Plätzen zu gehen, wo ich Parcours kann machen kann, war da wohl nicht immer so also straightforward, waren noch Plätze, die ich viel geschlagen habe, wo mit denen ich Sachen verbannen oder wo ich mich besser auskenne, weil ich mich auch nicht überall zuletzt natürlich auskenne. Das ist zwar ein kleines Land mit oder viele Ecken, wo ich nicht unbedingt kennt, da ist schon mal Plätze rausgesicht, wo für mich irgendwie wie du heim sind. Ja, das wollte ich dich nach froh, Elin, ob du bestimmte so Plätze hast am Minute, wo du gerne hingehst oder Lieblingsplätze hast. Es hängt davon ab, was ich will machen. Also schon der Belval ganz gerne. Diedling ganz cool zum Beispiel für Subkulturen, also der Skatepark. Genau, ja. War zum Beispiel das, wo ich verloren den Nullstadt den Podcast, den irgendwie ein Must wird, also ob es draus möchte. Ich fand ein Kind mehr gemacht für Subkulturen insgesamt, vielleicht, also das Mühlo am Süden auf die Klammhall, das wirklich mega, also das ist ein richtig cooler Klammhall, dann Skatepark zu Diedling, so Sachen mehr zu fördern wären, also für wirklich das attraktiv zu machen für die Jugend. Ich gehe mich natürlich nicht über den Parcourspark beschweren, weil ich fand nicht gehört, das Zoo geht auch gut ranpassen an das Bild. Das ist ganz flott, weil das unzuschwätzen, weil das am Anfang auch was den Minute Biosphäre auch fördern, weil das mir mehr
an Kontakt mit der Umwelt kommen. Ja. Und das entdecken, den Minute entdecken, besonders wie auch andere Plätze einfach ja, den Kontakt nicht abzubauen. Wir haben das auch hingebracht für einen bestimmten Grund. Wir wollten auch Leute ein bisschen mehr über den Bellwall erzählen. Und für ein bisschen Hintergrund, bekanntlich, als den Bellwall ja für die Stahlindustrie bekannt. Wir vier drin, wo es eigentlich ein Bisch, ein großen Bisch, und erst am 1909 wird die Stahlindustrie angefangen. Den großen Bisch wurde dann aufgeholzt für Platz zu machen für die Stahlindustrie. Mit das wird abgehalten, kurz vor runden 2000 Jahre. Und danach wird Bellwall sich umgewickelt an eine Mischung von der Geschichte von der Industrie und Lo ein ganz kultureller Platz, wo Business, Commerce, wo Studenten auch studieren, wo gibt es einen großen Campus hier. Ja, Wissenschaft, Also Recherchen habe ich gemacht. Du hast ein großes Akab-Zentrum. War ja auch von den echten Sachen, die sie gemacht haben, und ich doch so ganz... Shopping-Center. Wie zeigen wir die Leute an? Und das war ja auch gar nicht so populär. Genau. Ich meine, zuletzt wäre komisch, wenn das nicht, Ja, das dabei wenn das nicht der Fall wäre. Ja, vielleicht kommen wir dann auf als Quiz-Rubrik. Ich muss noch ganz kurz etwas sagen zum Busch. Weil, ich meine, das wissen viele Leute doch nicht. Es gibt noch ein Stück von dem Busch. Ein kleines Stück, oder? Okay, und ich weiß nicht, ob du wisst, wo das ist. Weil die war aus. Keine Ahnung. Das ist nämlich, den hast du von Asch bis auf Bierles gegangen. Aber dann hast du Kalibisch. Ne? Nee. Komischerweise nicht. Das nämlich, also die Büsch hat immer den Ascher Busch geheißen oder Klärschensbusch genannt. Und es gibt noch eine Karte zu Asch, ich meine, die Karte heißt Urst. Und du geht also wirklich ein mini Busch. Also ich ging es mal nicht identifizieren als Busch, aber anscheinend ist das der allerletzte Rest vom Busch, den riesig war. Und das ist wirklich schüss noch so, da ist ein Petansplatz an der Mitte, und das ist schüss nach den Überbleibsel. Und die Bäume, die da stehen, das sind auch wirklich die Original von dem Ascher oder vom demolge Klärschensbusch. It's Quiz time! Ja, also wir haben für Alkeiers einen kleinen Quiz Oh Gott. zu machen, Okay. für unsere Knowledge über den Platz zu Wie viel testen. Spaß. Und ihr könnt alle mitmachen. Ich finde das Keier viel bereit. Also, echt froh. Für uns Stuhlarbeiten gibt es einen anderen Handel, das mit den Bellwall zu tun hat. Wo den Handel, also schon Optionen noch, A. Holzexport, B. Obstproduktion, C. Milchproduktion oder D. Export von Flaschenwasser. Ja, aber das muss dann Wasser sein, weil das hat irgendwie extra Mineralien oder so. Und Ja, genau. Mir das froh, ob das nach, also geht die Quelle dann nach dem Moment oder Nee, weil leider das so geschieht, uns einfach ja, also, Stahlindustrie hat überholt. also ja, du hast recht, Lynn. Du gehst eine Mineralquelle und du hast tatsächlich Mineralwasser an Flaschen gemacht und dann exportiert gehen an Belgien, Holland und auch hier am Land natürlich. Und ich habe doch gelesen, in einem Buch in China war es so gut bekannt. Oh, wow, so okay. klar, weil Das das wusste Wasser ich anscheinend so, Ja. so gut Das ist am Anfang wirklich schön, dass ein Hippie am dran fand das super cool. Das hat Ja, weil die haben auch damals gesagt, dass er einen speziellen Heilungs... Genau, da hat nämlich auch, ich meine, da hat auch irgendwie Auszeichnungen oder so, Ja, was so, spezielle so wie mit, Mineralien. ich weiß nicht, Medaillen oder so, kriegt an, ja. Und ich meine, ja, Suchsballwahl, manche, die geheischt oder so, ja. Weil ihr auch am Anfang, wenn ihr überlegt, wo ihr nur überhaupt hier könnt, als ihr auch, das vergesst ihr auch, Bellwall könnt Ja. wirklich von, like, The Beautiful Valley. Ja, Und genau. das war wirklich damals das Suchs. so, Du wird Wasser, das Also, speziell magisches Wasser. noch nie drüber geduld. Ja, und effektiv, das ist die Stahlindustrie, als das, weil du nur war, ich meine, das war durch Pollution, ein bisschen durch Stahlindustrie, dass das schlussendlich nicht mehr funktioniert hat. Ja, genau. Ja, leider. Also ja, lo geht es nicht mehr, ja, Wasser geht nicht mehr benutzt, Wär leider. cool, wenn das Ja. Ja. Originalwasser aus Lützburg.
War geht schon Geht mittlerweile es auch, ja. ja. Ja, cool. Also ein Punkt für Lin direkt. Cool. Und dann next Frage. An welchen Jahr hat den Bau von wissenschaftlichen Campus von Uni Lützeburg echt zu Belval angefangen? A. 2007, B. 2008, C. 2009, D. 2010. Also ich hatte noch nicht die Möglichkeit für heute zu studieren, wie ich meinen Abschluss gemacht habe. Das heißt, es muss aber nur so 2005 sein. Okay, dann richtig, ja, richtig. so ein, ja, Oder? Die Zeit oder vielleicht nur um Kultur Oder das gibt Nö, gerade oder recht gebaut. Kulturhauptstadt 2007 vielleicht. Nee. Wie diese gebaut gehen also wie sie abgemacht wird weil auch noch nicht so lang Ja, oder? Abgang. Abgang ja da gibst du nicht also was war das letzte Jahr was Gebäude war 2010 hast du gesagt Ja, Ich hatte auch gesagt, 2009 oder 2010. nee 2009 tricky question. ja das War ist das lange Anna, so ist Ja, ja, okay. Also, du war tatsächlich 2009. Ah. Also, den Maison du Savoir als Abgang. Das ist ein Zentralgebäude. Ja, Das ist ja wirklich noch nicht so lang. Und ich meine, Ja, Toni das- hat wirklich ganz, ganz viel verändert. Also, für Demals gab es ja noch keine ausländischen Studenten. Oder tut den immer müssen an Deutschland studieren das ist einfach gehen. krass weil wenn du denkst weil so ganz normal ist als letzte wenn ich wohl studieren gehen also im Ausland gegangen da kommen wirklich viel ausländische Studenten heim weil du nie so gut soll sehen aber auch hier wirklich attraktiv was jetzt studieren die wirklich viel Vorteile Genau, ja, und ich Lycée. kenne tatsächlich viele Leute, die, ob man es auch PhD hier haben, also viele Leute, man. Ah, du PhD. hast auch viel Ja. Angebot, wenn ich die letzte Jahr gesehen habe, was Artikel, wo sie hat, ja. auf ihrer Ein ganz Seite. interessant Projekt Ja, noch. ja, ja. Und du hast auch, also Uni Lützeburg spezialisiert sich auch auf Biomedizin. Also das Ah, ja, kann ihn stimmt, ganz stimmt, ja. fertig bringen. Hey. Das ist so, ziemlich gut. Also, da kommen wir auf als Drittfroh. Okay, Drittfroh. Wie viel Heichöfen gab es ursprünglich Belval während der Stahlindustrie? Also A, 2, B, 3, C, 6, D, 8. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Heichöfen A, B und auch C gibt. 3? ich meine waren das auch nicht mehr und du hast den Rufgang auf 3 und du auf 2 und wir sind so an 2 Zoll gemacht gehen Ja, willst du dann Ich weiß auch roden, nicht, wie ob viel? das Also ja, vor mehr als ich hatte gesagt ohne dass du ABC Option gegeben hast hatte ich gesagt 7 mir das war nicht mal dabei von daher gebe ich so 6 oder 8 6 Ja, genau, ja, wo 6, wow, also das ist auch recht stimmt, viel die sind ja passiert, dass ganz also gar nicht alles was, Ja, also sie du sind ganz- bist... Ja, das Ja. stimmt mit denen geschieht. Ja, genau, also es war ursprünglich 6, also zwischen 1965 und 1979, als dann die Stahlindustrie modernisiert ging. Und dann sind die 6 auf 3 gegangen, weil die neue Heichöfen abgestaltet, die mehr effizient sind und mehr groß sogar. Also die 6 sind dann auf 3 reduziert gehen. Wir sehen nur die 2, die übrig geblieben sind. Da waren Dritten, die wir nicht mehr gesehen. Den aus Anfang in China verkauft gehen, oder? Mir hat gesagt in einer bisschen vom dritten von der nicht also mir das nur für kurzem rausfand das nämlich auch am Anfang neben dem Gebäude wo wir hier sind nach Klang wie sieht das Vestigen ja also Ruinen von der dritter vom dritten Hege Ja. Und das ist so ein direkt hinter dem Gebäude. Also ich wusste nicht, ich habe immer gedacht, wer das da, du hast so ein halbes Gebäude gelöst für ein bisschen den Industriescharme von so was zerfallen ist, zu lösen. Aber effektiv, das war den dritten. Aber ja, das ist eigentlich eine witzige Geschichte mit den Dritten, der so in China verkauft Ja, geht. ich habe mich gerade gefragt, wer die Fliege ausgesehen hat. Ja, ja, genau. Weil die haben Cargo-Luxe von Lützeburg geholt. die haben wirklich, weil das wo mehr billig das in China zu verkaufen, als das irgendwie abzurappen und dann weg zu gehen, weil China hat, also die sind gekommen, die haben alles auseinander geholt, alles genummert, also alles Stück so genummert und aufgepasst, dass sie dann an China also genau
gleich Lees abbauen könnten und dann noch no bauen könnten. Hallo sind die am Betrieb anscheinend. Ah, dieser Betrieb? Ja, Okay. also Nee, die sind war ganz das doch, modern. dass ganz viel chinesische Arbeiter hier waren in Zeit. War das den, du weinst dann? Ja, ich meine, da sind Spezialisten kommen, ich weiß nicht, auch heute zu schaffen, mir auch zu lehren, wie den Prozess gelaufen ist. Frag Für interessant. du an China auch zu weiterzumachen. Ich wollte noch erwähnen, es kann ja noch nächstes Jahr wird so ein Bus rundherum fahren, die ganze Ballwahl, wo in mit VR, so an Augmented Reality, kann ich da wirklich gesehen, wie es Zugsballwahl, wie sich da die letzte Ball mehr wie 100 Jahre entwickelt hat. Mega cool. Also das das ist richtig, richtig flott gemacht. Du siehst wirklich durch Zeiten den ganzen Abbau von allem. Wow, ja, das ist etwas ganz Cooles, das mir auch, also da den sich drauf freuen kann, meine ich, für nächstes Jahr. Mega cool. Und ja, ich meine, wir kommen los zum Schluss. Ich meine, Marika, du hast eine quirky question für das Buch. Quirky question. Schon quirky questions und Lynn. Also du musst einfach ganz schnell, ganz ehrlich antworten. Okay. Also es geht Locations für dein Free Running zu Lützeburg. Wo gehst du lieber runnen? Die Philharmonie an der Stadt, Gegend oder Heichurven A? Hey, Schweben. Kasematten an der Stadt, Romlinger Min. Die Kasse macht sie wirklich nicht gut für Parcours von daher, ja, Remmling. Die Burg La Rochette Gegend oder die Burg Mont Saint-Jean zu Diddling. Diddling. Ma, ich meine, es redet nicht mehr. Vielleicht können wir raus ein paar Fotos holen. Ja, vielleicht gehen wir noch raus. Also vielmals merci, Lynn, für die Zeit. Ja, Und natürlich, wir merci, dass du dabei sind. Wir wünschen dir wirklich alles Gute für die Zukunft. Merci. Und, Also wir runden mir gehen, wenn Leute mehr Informationen über dich wollen, Recherchen oder auch dich followen, wo ist es am besten? Musisch Instagram, also wenn ihr will mein Training verfolgen, ist einfach lin_jung. Und dann habe ich eine Website, wo eben so ziemlich all, also wo du wahrscheinlich auch mein Bio gelesen hast, also wo du mein Projekt sehen, und das ist einfach www.linjung.net. Cool. Ich bin mir sicher, dass Leute das noch forschen. Auch für all die Leute, die wollen mehr über den Podcast hören, wir haben noch einen Hashtag #MinutMashup. Genau. Ja, und für sonst als Reis zu begleiten, auch auf als Webseite. Ja, und genau, und auch auf Instagram, dann Minat Bios für Instagram und dann Facebook und YouTube. Voilà, du das ganze Resümee. Genau. Also, ja, vielmals merci, alle gut. Und Merci auch. ja, bis Merci, nächstes Hannah. Bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Ciao.